angedrohen. Herr Klemmer, die Wort. Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Letzten angeschriebene Redner hecht immer, dass ganz viel schon gesagt gouf. Ich muss mich entschuldigen, dass ich für die Runde vergessen hat, dem Rapporteur vom Projekt für die Runde. Merci zu so ein Jahren, das ist schön, das haben wir da noch. Auch bei diesem Projekt große Merci und den Rapporteur Claude Hagen, den das auch exzellent resümiert hat. Und etwas, was er gesagt hat, als meine ich, für klar zu machen, wie den heute Projekt sich auch von denen, wo wir drinnen unterscheidet. Ich habe für drinnen von Ersatzrevenu geschwärzt, respektive von Edo-Kapital, und heute schwätzen wir von Investitionshilfen. Von Suen, die Betrieb sollen incitieren, wenn alles gut geht, dass dann sich motiviert gesagt, Suen selber an den Grab zu holen, ein paar Suen vom Staat dabei zu lehnen, und da zu investieren. Essentiellement klingt das an sich wie eine gute Idee. Es klingt wie eine antizyklische Politik, wo ein Betrieber dazu feiert, dass sie eben gerade Demand generieren. Gerade investieren für so eine Demand zu haben, wo andere Betrieber da können liefern. Das klingt gut. Wenn man dann aber Montant guckt, die mindestens muss investieren, aber wenn man sich dann ein bisschen am Sektor umhört, gerade bei den Mikroentreprisen, dann muss man 20.000 Euro mindestens investieren. Wir können von den Investitionssocials von der Regierung zu profitieren, dann geht es ganz sehr schwierig. Für was uns geht ganz sehr schwierig, das ist einerseits, weil den alle Mantra gibt, den Betrieber sich immer wiederholen in Krisenzeiten, an denen das Cash is King. In Krisenzeiten ist eine kleine Reserve an der Tresorerie umso mehr wichtig, weil sie gerade Fluktuationen von der Demande für seine eigenen Klienten aufhören kann. Wenn ihr eben gerade incitiert geht zu investieren, dann kann das nicht mehr gehen, wenn ihr neben den Investitionshilfen auch Finanzen dafür hat, dass ihr einerseits entweder mehr wie genug Reserve schon vor der Krise aufgebaut hat oder aber gerade an der Krise neue Finanzierungsquellen kann machen. Risikokapitalgeber fallen am Moment echt weg, weil auch die zwar Risikokapitalgeber heschen, aber ein bisschen Risiko aufschätzen immer an kurz vor einer drohenden Finanzkrise, also auch der größten Risikokapitalgeber nicht unbedingt bereit für noch mehr Risiko anzugehen. Das heißt, wir fallen zurück auf die Normalbanken. Wir fallen zurück auf Normalbanken, die, und das haben wir ja bei anderen Projekten schon angeschwärzt, sollen mit Relance finanzieren. Banken haben zum Teil hier schon gemacht, aber wenn wir noch ein Kehr darauf bauen, dass Banken aus sich das ersetzen, was der Staat dann erwartet, für das den überhaupt zugekriegt, da kann das eine Rechnung sein, die nicht abgeht. Das kann eine Rechnung sein, und das ist doch die Chambre des Métiers, die nicht abgeht, weil die ganz kleinen Betriebe das Kapital nicht tun und noch nicht kriegen. Und zweitens, den Text, den aber eine gewisse Unsicherheit für kleine Betriebe hat, die Prozedur ist aber noch ein bisschen mehr komplex wie die Prozedur von den Projekten für drin. Und da stellt sich dann die Frage, was machen wir für die kleinen Betriebe? Ich schwätze nicht von den mittelständischen Betrieben, aber wirklich von den ganz kleinen, von den Mikroentreprisen. Was machen wir, für das heute für die ein interessantes Instrument gibt? Weil wenn ich sehe, dass den Sozialmesuren muss schaffen, da geht es gerade darum, dass die ganz kleinen Betriebe, die 1 bis 5 Arbeitsplätze schaffen, nicht gehen. Weil der Betrieb nicht größer ist, weil es mir einfach also bessere Reserven zu schaffen, weil es mir einfach also auch Komplexitäten an Gesetze zu navigieren. Weil es mir kleiner ist, weil es mir schwerer fällt. Weil es mir kleiner ist, weil es prozentual mehr Zeit, die man da verbringt, für das Gesetz probieren zu verstehen und die suchen dann unzufrohen. Und dementsprechend wollte ich heute just daran erinnern, dass wir das Bedenken ganz ehrlich müssen holen. Wir müssen dafür sorgen, und das ist ein Appell an den Minister, dass es einfach geht, die Demanden heute zu machen.
dat et schon fir Dr gesot net zu enger ze grosser Komplexitéit kënnt. An den Minister Dalles huet et fir Dr gekënnecht, dat bei him digital werd goen an dat keng weiter Prüfe muss aufroen, schaffen, dat all die Dokumenter Prüfen, die hier am Gesetz virgesi sind, dat déi zu einem großen Deel können automatiséiert ugefrot gehen, an dem en ganz einfach Checkboxen nukliegt, an net an dem en muss Prüfen, a Kopien, a Kopiekonformen op dem Minister schicken. Dofir még ganz konkret froh und den Minister werden hai fertig Formulären mat eben denen Datenofroen proposéiert gin, so dat et ganz digital an engem Opwasch kann gemacht gin. Wat de Fong vum Projekt geht, gouf alles gesot, et ass neidech, dat ma antizyklisch Politik ma, an dofir gin noch Piraten den Akkor fir dese Projekt. Merci vielmals, Herr Klemmer. Die Regierung hat den Herr Wirtschaftsminister Franz Fayo.